Okay, Freunde. Für uns ist es schon fast an der Zeit aufzubrechen, aber eben nur fast. Willkommen zurück bei, ich wollte gerade sagen, Pokémon Legend Arceus. Hä? Was ist jetzt passiert? Nein, natürlich bei Fire Emblem Fates. So. Hier und da Gespräche. Mich wundert ja gerade. Wir müssen voranschreiten, das ist wahr. Hat er nicht in der letzten Folge gesagt, dass ich am Ende irgendwie noch Items aufsammeln will hier? Das kommt davon, wenn man irgendwie gewisse Dinge halt nicht aufschreibe, wa? Normalerweise, mittlerweile, vor allem seit Anno 1800, weil das Ding ist einfach so gewaltig geworden und ich vergesse jetzt zum Teil, wenn ich da irgendwie ein paar Wochen lang nicht spiele, wieder viele Dinge. Und habe mir daher angewöhnt, zumindest so grob was zu notieren. Da sowieso auch eine eigene Liste habe, wo ja auch die Episodentitel drinstehen, die Folgenlänge und wann ich es hochgeladen habe. Und ich halt ungefähr einen Plan habe, wie, wo, was ich wann, wie, naja, generell so mache. Also mittlerweile eigentlich auch bei anderen Let's Plays mache. Auch schon bei Fire Emblem Fates gemacht habe, aber jetzt irgendwie... So, der Zelkov, ja, ob der uns als Typ weiterhin unterstützt, muss man noch gucken. Bin noch nicht so sicher. Mal ganz kurz gucken, wo waren wir das überhaupt? Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Also weißt du, dass wir letzte Folge noch ein paar Gespräche gemacht haben? Auch die nervigen davon. Ich glaube, ich gebe mal Laxal. Surimi. Klein gehackter Fisch. Komm, wir geben mal ein bisschen so. Ich dachte zwar eigentlich hätte das auch schon gemacht, oder? Wir sehen es gleich. Nö. Hä? Okay, krass. Was haben wir letzte Folge getan? Haben wir vielleicht nur Ding gemacht? Bäh. Ich glaube, Fischen haben wir garantiert gemacht, oder? Entschuldigung, ich muss noch ganz kurz alles nachgucken. Irgendwie ist das gerade ein bisschen creepy. Weil ich gerade Sachen mache, wo ich dachte, ich hätte es schon gemacht. Warte mal, 12 Punkte aber doch gar nicht mehr, oder? Weil das hat mich gerade daran, ich müsste eigentlich anhand der Bandwerte, Fragmentwerte. Bandfragmente, so. Genau, sehen, wie viel ich überhaupt noch habe, was ich noch alles getan habe und noch nicht getan habe. Eben, das habe ich schon gemacht, ja, aber die Emblem-Dinger noch nicht. Okay, das heißt aber, ich war doch auch beim Tauchen abgeangelt. Was? Nee, noch nicht. Oh, jetzt sehe ich es, Standard 0. Super. Angeln noch 3, ich kann noch 3-mal angeln. Oh je. Oh je. Hatten wir nicht letztes Mal, im vorletzten Mal noch die Arena von Lucina gemacht und damit ihr Bandlevels Maximum erhöht? Also das garantiert, außer jetzt, ich hätte irgendwie keine Ahnung, einen alten Stand geladen. Einen alten Spielstand, was hoffentlich nicht passiert ist, das wäre ein bisschen creepy. Ja, Fischlexikon. Ich frage mich halt, ob ich irgendwie auch hier mit Geschenken und so hantieren muss. Damit sie halt beim Angeln noch besser funktioniert. Das Spiel auch noch besser Angel kriege und so. Ich dachte eigentlich die mit Zombie-Angeln, ja. Ich dachte eigentlich, dass die Geschenke nur dazu wären, um die Beziehungen zu einzelnen Charakteren zu steigern. Das ganz normale Bindungslevel halt. Wie sich so bewegt, aber ich habe nur stocksteif dastehe. Yosha! Samir-Hering, okay. Danke. Irgendwie ein spezieller Fisch fehlt noch. Was das sein soll. Seht ihr das irgendwie? Bei Free House haben das ein Teile gesehen, wo die sind.
Da gab es auch spezielle Tage, wo man angeln musste. Hä? Blub. Kann es sein, dass je höher meine Zuneigung mit Zombies, dass es einfacher ist zu angeln? Also, mein klar, Zombie hilft mir ja dabei, hä? Da stand ja, aber wie die Hilfe genau aussah, das Zombie hilft dir. Ja, aber wie hilft er mir? Offenbar betäubt die Fisch irgendwie. Blub, blub. Blub, die blub. Das ist irgendwie ein Spezialfisch. Gut, man, es steht großer Schatten. Ja, das nur, weil das irgendwie regeneriert hat. Karia-Karpfen, tatsächlich. Alter, wie viele Bahnfragmente es gibt. Bulu-Spezies, cool. Okay, da drüben wird gerade noch geangelt. Ich überlege gerade. Komm, jetzt Wasser gehen, mal so Ringkamm nochmal. Ich habe schon extrem lange nicht mehr geschmiedet. Ich setze sonst Bahnfragmente direkt ein, um irgendwelche Fähigkeiten zu erben oder überhaupt erben zu können. Von beiden noch gar keine Ringe, krass. Ja komm, wir gehen mal 10 von Lin. Vielleicht kriegen wir ja Hector und Illywood. Mal gucken. Ja, Hector C. Wir haben Hector bekommen. Oh, Nino auch, okay. Dorcas. Ja, stimmt, Dorcas. Nino war doch irgendwie so ein krasser Heiler. Zumindest habe ich irgendwie so eine Erinnerung. Oh, die Ringe hier. Was? Ich kann keine von... Achso, weil er keine Bahnfragmente mehr habe. Ja, gut. Der Ring der Damen in der Ebene. Ring der Erhabenen. Ring der Vorfahren. Der 3 Häuser. Der 3. 3 Häuser. Ching, ching. So. Ja, ansonsten, Dinge haben wir, glaube ich, soweit gemacht, was ging, oder? Mit Klassenwechsel. Ja, kein Meistersiegel mehr. Das heißt, Michael mache das nächste Mal, hoffentlich, genauso wie Citrin. Bougereau hoffentlich auch, den haben wir auch ziemlich gut abgegradet. Diamant. Tomahawk, Silberschwert, Panzerbrecher und Stabaxt, ganz schlecht. Theoretisch könnte ich ihm statt dem Panzerbrecher auch einen Hammer geben. Ich werde mal so ein, weil kann ich einen Panzerbrecher und anderem Schwerttüchtigen geben. Dann kann ich noch ein bisschen Hammer-Skills trainieren. Weil natürlich hier einen Panzerbrecher plus 2 habe, ja, da ist schon ein bisschen was. Meisteraxt, ja, kriegen kann er vermutlich auch. Einen Schnitter hat er nicht, eine Stabaxt. Okay, okay, dann gucken wir das nochmal ein anderes Mal an. Dann war, glaube ich, nur noch Gespräche, wa? Plus Wert schmieden noch. Aber Gespräche wollte ich eh nicht mehr so viel machen. Ich glaube, ich wollte dann glaub, die 3 bei Alfred, die 3 bei Diamant machen und dann hoffen, dass wir schon fast durch sind. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh Mann. Ohayo, Diamant Oji. Kimi mo hayaoki nan da ne. これはアルフレッド王子。残念だが、私は早起きではない。ということは、ずっと起きていたのかい？ああ、少し片付けておかなければならないことがあってね。気づいたらこんな時間になっていた。一体何をしていたんだい？国の有力者たちに送る書状を書いていた。借りを作りすぎると後が怖いが。なるほど。その苦労、僕も理解できるよ。
お互いに第一王子だから国は違えど悩み違いない。では僕はこのまま朝の見回りを続けるよ。よければ私も付き合おう。他国の王子と交流した方が有意義な時間を過ごせると思うのでな。それはありがたいね。悔しいが平時ではこのような機会はあまりない。じっくり話をして互いのことを知っていこうじゃないか。ではまず僕から質問だ。ディアマンド王子は体の中でどこの筋肉が一番好きなんだい？最初の質問がそれなのか。しまった。外面を保つのは得意なはずなのだけれど、つい包み隠さず聞きたいことを聞いてしまった。素直さは称賛されるべきものだ。私も見習って素直に自分をさらけ出すとしよう。本当かい？そうしてくれると嬉しいよ。ディアマ Manchmal schon, ja. Dann noch mit Bougeron. Bougeron, Bougeron. 今日もいい筋肉だね、ブシロン。ありが特に腕のここの部分がいいんだよね。どうぞ。ペタペタ。ああ、素晴らしい。まるでフィレネの国宝だ。前腕の方も羨ましいね。まだお触りになりますか？これはすまない。つい夢中になってしまったよ。しかし本当に見事なものだ。一体どんな鍛錬をしたらそこまでの筋肉を得ることができるのだろうか。特別なことは何もしていません。ブシロンは決まってそう答えるね。だがそうなるとやはり不思議だ。この筋肉は自然発生的に生じたものなのか。実に不思議だよ。ペタペタペタペタ。少し。少しなんだい。何？いえ。それはすまなかったね。Entschuldigung, ich muss es abkürzen. Das ist gerade ein bisschen. Ja, weiß auch nicht, das geht in eine ganz falsche Richtung. So. アイビー王女、こんな夜更けに何をしているんだい？アルフレッド王子。イルシオン王国の者が夜中に一人でいたら不審よね。でも安心して。裏切って火をつけることなんてしないから。まあ、私の言葉なんて信用できないでしょうけど。そこまで疑っていないよ。そう。フィレネ王国の第一王子は甘いのね。人を信じることを甘いというのなら、その評価で構わないさ。それで、他にもまだ何か用が？私を疑っていないというのなら、はい。それはできない。どうしてかしら。だってアイビー王女。ソラネルは広い。ここは特に入り組んでいるからね。正解よ。ほら、こっちだよ。僕が案内するからさ。ありがとう。Ja, klar, kann peinlich sein, wenn es sich verläuft, aber wenn er sich so weiter tragisch eigentlich. Egal. そこに誰かいるの？違う。ダメよ。私、お化けだけは。アイビー王女。驚かせてすまない。だが、今王女が怯えていたのは。ただの草木の影。本当だわ。見間違えるとはらしくないではないか。ディアマンド王子、一国の王女が草木を見間違えて恐れおののくなんて。ましてや隣国のブロディア王国の王子に助けられ。もちろん誰にも言うつもりはない。恩に着るわ。だがその様子ではしばらくアイビー王女、よければこれを受け取ってくれ。何かしら。ブロディアさんの鉱石だ。勇敢という意味を持つお守りとして使われるものだ。持っていれば怯え。でも隣国から施しを受けるわけには。ではこれは
私個人の気持ちだ。持っていてくれ。不要であれば捨てても構わない。ディアマンド王子、綺麗な鉱石だわ。ブロディアではこんな石が取れるのね。Ich glaube, sie weiß noch so einiges nicht. Und noch mit Jade oder Jade oder wie auch immer. どうだ。ディアマンド様、異常ありません。とても静かな夜です。そうか。こうして警備に立つと先日のことを思い出します。先日のこと？吹雪の中、イルシオンとの国境を守っていた時のことです。ああ、ひどい雪だったな。あの時の私はディアマンド様と合流できるか私もだ。優秀な進化を失いたくない。その一心で歩き続けた。ジェーデの姿を見つけた時は安堵して胸をなで下ろしたものだ。そんなもったいないお言葉です。そろそろ夜が明ける。わかりました。ご苦労だった。執筆の方も楽しみにしているぞ。はい。Hi, hi. So, haben wir das Gröbste? Ich bin nicht ganz sicher mehr zu sein. Hier sind noch 2 Stück. Okay, also wenn ich jetzt Jade mache, sind die beiden auch durch. Dann fehlen noch Amber und Chloe. Ja. Und Joe und Clan, das heißt 1, 2, 3, 4 Gespräche sind es noch. Aktuell. Das heißt, wir machen später, wenn ich keinen Bock habe. So dafür, aber was muss, das muss. Oder eben noch nicht. Gut, das heißt, ich gucke, glaube mal ganz kurz an der Schmiede vorbei, ob man was machen kann. Vermutlich fehlt mir ein bisschen die Kohle. Letzte Folge ein bisschen was sie da ausgegeben haben. Und sonst würden wir da mit der Hauptsache weitermachen. Zumindest mal mit Kapitel 12, glaube ich. Und dann, glaube ich, während DLC so dran war. Weil gerade auf den Ringen, die ich gerade gesehen habe, wo wir jetzt gerade geschmiedet haben, hätte ich einen Ring, wo ich weiß, dass es den auch als DLC gibt. Das DLC-Emblemring, also mit voll krassen Effekten und so. Und das hätte ich dann schon gerne. Was kann ich tun? Veredeln. Gehen wir mal auf die Schwerter. Was hätten wir hier? Zum Beispiel den Schnitter. Ja, das Problem ist halt, es kostet nicht. Es ist nicht nur die ganzen Eisen, Stahl, Silber Dinger und so, da wäre das eine. Das kostet auch sonst. Mein Schnitter ist eigentlich schon das Nonplusultra, oder? Das hat zum Teil ein bisschen die Gefahr, wenn ich jetzt schon ein bisschen zu weit gehe, zu sagen, ja, ich mache da schon mal endgültige Upgrades und so. Jetzt ist ja schon ein Hammer, oder? Direkt schon mal auf Stufe 3. Den könnte man machen. Und eine Stabachs zum Beispiel. Einfach besser auch in den Tomahawk. Oh, die Eisen-Großaxt. Ich muss vielleicht mal gucken, ob ich in den Charakteren, die eh langsam sind und viel Defense haben, wie zum Beispiel der gute Louis, dass dem vielleicht irgendwie so die Lanze hier gebe. Die Eisen-Großlanze zum Beispiel. Weil Louis stürzt nicht wirklich. Wenn der Gegner zuerst angreift, ja, wenn wir sagen, gut, shit happens. Was ist denn eigentlich daraus? Was könnte das sein hier unten? Ist auch teuer, ja? Plus 4 Eisen Großland. Was mache ich mal? Aber mal so zum Gucken, was denn daraus wird. So, für alles aber sowieso keine Kohle. Ja, du mich auch. Somi kommt gerade auch angedattelt. Dann gucke ich mal. Also momentan hätte ihr Amber diese seltsame Eisengroßlanze. Ich glaube, bei Louis kann er sogar die Leichtlanze wirklich mal langsam rausschmeißen, weil wozu noch?
Kollege halt nur Lanzen nutzen. Ne? Das ist halt ein bisschen doof. Wenn Sie vielleicht denken, ne, für den Rittertop vielleicht reinzuwechseln. Ja, Meißellanze, Behendigkeit hast du zwar schon, aber jetzt nicht unbedingt die mega krassen Effekte. Du hingegen kannst jetzt auch Schwerter nutzen, ne? Darf ich nicht vergessen, er kann jetzt Schwerter nutzen. Jetzt frage ich mich halt, wenn er schon eine Silberlanze hat und dann natürlich auch eine krasse Waffe ist. Warte mal. Den auch mal ab, jetzt muss man mal gucken. Silberlanze, ich glaube, kann man Leichtlanze eigentlich sparen. Meißellanze wäre eine Option. Ne, der Ritter tot. Nur für den Würmgott. Mhm. Nur für den Würmgott. Ja, komm, wir geben mal einen Wodau. Obwohl ich eigentlich auch die Meißellanze geben könnte. Mach's jetzt mal trotzdem ohne, damit ich mal so eine Schwertskills auch habe. Und dann kriegst du noch ein Heilmittel. Aber jetzt haben wir ein bisschen was gemacht. Ansonsten bei ihm aber noch die krassen Waffen drauf. Mhm. Den Rest mehr oder weniger lasse ich mal so, beziehungsweise guck gleich mal nach, was man noch so ändern könnte. Ob sie vielleicht irgendwie noch die Meisteraxt kriegt oder die Eisengroßaxt. Warum eigentlich nicht, wa? Ich meine, wenn jemand Eisengroßaxt kriegt, dann sie. Eben, das andere Ding hat er auch schon. Da kann ich wirklich nur Lanzen verwenden aktuell. Da ist halt so ein Ding. Die Behendigkeit, ich meine, ist jetzt eigentlich... Klar, trotz der Geschwindigkeit wieder mal bei ihm. Das ist leider so ein Ding. Tatsächlich die Stabaxt für die Viecher. Den Panzerbrecher. Die Frage, ob ich ihn den Panzerbrecher rausnehme. Behendigkeit ist jetzt bei ihm nicht so hoch. Das heißt, ich hätte jetzt hier... Ich halt tatsächlich bei ihm den auch ablege und ihm irgendwie eher so einen Schnitt oder so gebe wieder. Oder Wodau. Na, Diamant hat theoretisch nur ein einziges Schwert, aber seien wir ehrlich, Schwerter sind dann entweder gut zum Kritten. Also klar, ein Panzerbrechen, so wenn ich mehr davon hätte, wäre es etwas anderes. Eisenklinge, ja, aber das will ich bei ihm eigentlich eher weniger machen. Dafür ein Hammer, Stabaxt und Tomahawk für die Reichweite. Das ist schon, sonst schon cool. Können wir, glaube ich, so machen. Den Rest, wie gesagt, mal gucken. Ne? Den haben wir jetzt so mal gemacht. Beim Bögen, war da nicht noch irgendwas? Da noch ein Stahlbogen +1, aber... Nee, Miniaturbogen hat sie auch schon. Okay. Gut, Freunde, gut. Dann würde man sagen, 24 Minuten. Ja, wir brechen auf. Göttliche Kapitel, wie bereits erwähnt, eher später. Also nach diesem Kapitel, was wir jetzt machen. Einfrieren, ja, freeze. Erstmal gucken, wie die Map aussieht, die nächste.
Muss ich irgendwie skippen oder so? Ja, okay, kann ich. Schnellreise. Arena der Götter. Mhm. Ja, das sind ja DLC-Dinger. Wüste Tulla, Kapitel 12. Alles andere würde sagen, gucken wir jetzt gleich an. Erstmal Kapitel beginnen. Kapitel 12. Die Wächter. 見渡す限り一面砂の大地ですね。ここは国境を越えてすぐのトゥーラ砂漠よ。ソルムは国土のほとんどが砂漠なの。ヒルシオンと違ってとても暑くて溶けてしまいそうだわ。ここからどうするんだ、神竜様。王と話をするためソルム王城に行きます。ただもしすでに襲撃に遭っていたら。私がイルシオンにいた頃、シクが何度かソルムに行っていたけれど、何か成果を上げている様子はなかったから、王城は無事のはずよ。ありがたい情報だ。元敵側の者が味方にいると頼もしいね。ご評価をどうも。ソルムに託されている紋章師の指輪は何なのでしょう。草原の勇者の指輪。紋章師の指輪の中でも特に強い力を持つらしいわ。Der strahlende Held. Das ist aber nicht Ike, oder? Ich meine, Ike, Held, ja. Strahlend, yeah. Weiß nicht. Wollen wir ganz kurz? So, da bin ich wieder. Ja, also, der strahlende Held. Klar, er wird zu den mächtigsten zählen, aber warte mal, wir können mal ganz kurz logisch durchgehen. Also, Marv hatten wir durch. Von Fire Emblem 1. Celica von Fire Emblem 2. Marv ist aber bei Fire Emblem 3 gewesen, dann zählt in dem Sinn doppelt. Dann hatten wir Sigo bei Fire Emblem 4. Bei 5, dieses Treasure 667 oder 776, keine Ahnung. Oder 766. Das war ja Leaf, der ist ja auch weg. Dann kam ja Roy, der ist auch weg. Dann kam das Spiel Fire Emblem, The Blazing Blade. Das kam bei uns als Fire Emblem heraus. Das ist ja das mit Lin. Das war auch schon weg. Danach kam The Sacred Stones. Aber es sind ja Eifram und Erika, das macht nicht viel Sinn. Vor allem Eifram als strahlende Held zu bezeichnen, finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Und warum er und nicht sie? Also wegen ein Doppelpark wäre besser. Da fände ich jetzt besser. Dann Fire Emblem 9. Path of Radiance. Ja, das mit Ike. Dann haben wir als nächstes Radiant Dawn. Da hatten wir schon Micaiah. Das war schon bereits wieder weg. Dann kam wieder ein Remake. Dann kam Awakening. In dem Sinne mit Lucina. Die ist ja auch schon durch. Also den Ring haben wir ja. Dann war wieder Echoes, also wieder ein Remake. Also das mit Celica. Dann kam Fates dran. Aber Coin als Strahlenhelden zu bezahlen, ich weiß auch nicht. Und dann haben wir noch Three Houses bereits. Und das ist das mit Byleth. Und da wurde uns bereits das Ring des Magisters beschrieben. Weil der ist noch bei den Feinden. Das heißt, der strahlende Held muss eigentlich Ike sein. Logischerweise. Wenn ich das richtig so interpretiert habe. Ich stelle mir gerade vor, Ike mit Diamant in Kombination. Leck mich am Arsch. 今の私たちにはぜひとも手にしたい指輪ですね。先を急ぎましょう。 Auf und davon. Es muss Ike sein, wer sonst. 王城の方向はここはさっきも通らなかったかしら。景色が同じで気づきませんでした。すみません。いえ、私もソルムの地理は地図上の知識でしか知らなくて。そうだわ。
アルフレッド王子、ディアマンド王子はどうなの？ソルム王国と同盟を結んでいるのなら、王城を訪れたことぐらいあるのではないかしら。悪いが、来たのはもう随分前のことで、道は覚えていない。僕はフィレネ側からしか来たことがないから、イルシオン側からの道には疎くてすまないね。そう。つまり、誰一人王城への道がわからないと。War eine ganz bescheuerte Frage von mir. Ich weiß, ich unterbreche zum Teil ein bisschen oft, aber jetzt mal doof gefragt. Klar, man könnte sich jetzt denken, wir kamen von Elusia her. Anders ging es ja gar nicht, war der Pfad führt ja auch so. Weil mir gerade dachte, wir hätten ja auch zurück nach Faerûn gehen können, von dort aus nach Elusia. Bevor jetzt jemand sagt, ja, dann müssen wir doch Fansgebiet durch und so, das geht ja gar nicht. Ja, und wir kommen nach Somil jeweils zurück. Ins Hauptquartier. Das geht ja auch. Und Somil selber kommen wir nachher wieder in die einzelnen Gebiete. Also wir können jetzt zurück nach Somil und von da aus dann nach Faerûn zum Beispiel. Und dann nach Solm. Nur mal so in den Raum geworfen. マイコね。そのようですね。困りました。せめて何か目印でもあれば。ねえねえ、そこのお歴々方、旅のお方。急に声をかけてごめんね。でもみんなして頭抱えてるんだもん、気になっちゃって。あなたは？俺はここトゥーラ砂漠の平和を守る自警団長フォガートさ。自警団たるもの悩める人の力になるべし。何かお困りなら力になるよ。助かります。私はリトスの地より参りました。神竜です。神竜？神竜って信仰対象の？本当に？はい。すみません、無礼な態度で話しかけてしまい。いいです。どうか気軽に話してください。神竜様がそう言うなら。それでそんなすごい方がどうして困ってたの？ソルム王城に行きたいんです。でも道がわからなくて。なるほどね。そういうことならぜひこの俺に案内役をさせてよ。いいんですか？この先はずーっと砂漠だから外国の方だけじゃ危ないよ。俺に出会えてラッキーだったね。Also wenn der ins Team kommt, nutze ich ihn nicht, der ist mir unsympathisch. Nein, Quatsch. Ein Wächter, so. ありがとうございます。じゃあ早速王城へと言いたいところなんだけど、その前に一仕事終わらせなきゃ。一仕事？少し前から砂漠に化け物が現れるようになって自警団として討伐任務に当たってるんだ。さっき奴らが現れたっていう報告があったからそこに向かう途中だったんだよ。申し訳ないんだけど案内は退治が終わってからでもいいかな。もちろんです。戦いには慣れていますので私たちもお手伝いさせてください。助かるよ。仲間が先に向かってるから合流しよう。大変なことになってるみたいだな。ああ、いたいた。パンドロ、バネフォガートか。おっせえ、お前俺たちを殺す気かよ。もう少し遅れていたらこいつらに食われているところだった。悪い悪い。助っ人を連れてきたから許してくれ。助っ人？侵食者のパンドロは驚くかもな。じゃーん、なんと神竜様です。はじめまして、神竜です。信仰対象？何？誰様を引っ掛けてきてんだ？
美しい。それにあの色艶、メインディッシュの彩りのようだな。何を品定めしてんだよ。相手は神だぞ、わきまえろ。やる気が出たみたいで何より。神竜様、この二人が自警団の仲間だよ。一緒に戦うからよろしくね。さっさと討伐して王城に行こう。はい、私も頑張ります。 Oh, schade. Wäre jetzt so cool gewesen, wenn ich Alfred ablehnen können. Quatsch immer. Egal. Wüste ist natürlich schlecht für einen Ritter. Da kommt der Kampf weg. Das heißt, ich nehme an, Junaka wird hier gut zu Fuß unterwegs sein. Magier werden gut zu Fuß unterwegs sein, weil es halt Wüste ist. Das ist eigentlich so ein bisschen Cliffhanger-mäßig. Beriteneinheiten eher nicht so gut unterwegs. Und die Fliegenden dafür sind auch gut unterwegs. So, lass mich raten, 10 Stück. Nur fucking 7? Ey, Spiel, was ist los mit dir? Sorry, liebe Entwickler, jetzt habt ihr aber langsam das Rad ab. Nur 7 darf er mitnehmen. Oh, mir geht das Spiel langsam mehr auf den Sack, ganz ehrlich. Ja, scheiß Wüste, ey. Was? Da sind noch Zivilisten hier, super. Was haben wir hier? Ah, Magier gibt's auch, cool. Wolfsritter. Was ist das denn? Krass, solche Typen auch gibt. Ja gut. Wie sieht's denn mit unseren Verbündeten hier aus? Pandreus, ein Oberpriester. Ah, schön für ihn. Fogado ist ein Wächter, ein Berittener mit Silberbogen. Ein berittener Wächter. Mune ist ein Erzritter, so. Was Wächter eigentlich für ein Typus sein soll? Naja. Nee, passt schon, danke Spiel. Mal ganz kurz gucken. Wie gut sie jetzt zu Fuß unterwegs wären. Ja, bis hier geht's noch mit Alfred und Co. Tatsächlich überlegt, ob ich irgendwie hier die Charaktere ein bisschen austausche. Einfach sage, hey, yo, Alfred, Diamant, ihr bleibt draußen. Weil wegen Level Up und so. Unter anderem. Ja, der hätte zwar auch gern Level Up, aber ich weiß nicht, was so gut ist bei dir. Was anderes so hier hinten? Celine. Also Chloe muss eigentlich mit. Also warte mal. Michael ist klar Level 20. Junaka einfach nur zum Trainieren, mit ein bisschen jemand mit Power dabei habe. Citrin für Level 20. Ivy und Chloe, weil sie Fliegende sind. Bushiro zum Trainieren. Ja, die ist hier eigentlich ein bisschen doof als Ritter, muss ich ehrlich zugeben. Eigentlich müsste ich auch Etienne mitnehmen. Lucina in der Kombi macht schon was her. Oh mein Gott, hey. Statt dass er mehr Charaktere mitnehmen darf, er nur weniger mitnehmen. Sorry, aber was ist das für ein... Oh. Es sind nicht viele Gegner, ja, aber warte mal. Nochmal anders. Weil, im Grunde so ein Fliegen dabei habe. Und zwar beide überhaupt habe, ist, damit die schnell nach unten gehen können. Um die zu retten. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Warte mal, also, jetzt sind ja die beiden Heiler, super. Das hat ja hier hinten wieder gar keinen Sinn. So. Das ist schon ein bisschen sinnvoller, weil er macht direkt die Komitiki. Kann auch ein bisschen besser trainieren. So. Also einem Charakter Tiki zu geben, damit er trainieren kann und so, finde ich relativ clever. So, die Zeit ist eh vorbei, Freunde. Nächsten Part machen wir los, legen wir weiter los, genau, mit Kapitel 12, die Wächter. Ganz ehrlich, was hier Dinge betrifft und so, es sind ja so wenig Gegner irgendwie. Kommen Sie irgendwie die kurzen Kapitel? Die fand schon das Kapitel mit Lucinia sehr kurz. Wobei es ein Sidequest, aber nichts dagegen, ne? Es war ja auch episch mit der Ferox Arena und so. Naja, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.